Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal gehen wir rein in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Freiburg. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz, die den Sonntag schließt, in Persona der beiden Cheftrainer, wie gewohnt, Christian Streich und Thomas Tuchel. Und ebenfalls, wie gewohnt, die jeweilige Einschätzung. Bitte schön, Christian. Danke. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich feiere ihn. Ich feiere ihn einfach. Ich feiere ihn einfach, Leute. Ich mag ihn einfach, den Christian. Sehr, sehr schwieriges Spiel mit keine sehr günstige Voraussetzungen für uns, nachdem man am Donnerstag gespielt hatte. Einfach auch ein paar Spieler nicht dabei, die wir dann schon auf dem Platz bräuchten. Ja, das stimmt schon, ne? Wenn man so an Günther denkt und noch zwei Stammspieler, die, glaube ich, weg sind, das ist natürlich schon ein Qualitätsverlust für Freiburg. Aber nichtsdestotrotz auch, ja, ich verstehe das auch mit dem Argument, Donnerstag gespielt, alles gut. Trotzdem, die Freiburger war halt gar nichts. Mal gucken, was er dazu sagt. Maxi Eggestein und Luki Höhler, dann angeschlagen noch gewesen, ins Spiel gegangen gegen Bayern München, die am Dienstag gespielt hatte, mir am Donnerstag, mit dieser Qualität. Gerne hätte man ein paar Bälle besser gehalten, besser dann im Umschaltspiel agiert. Das ist uns nicht gelungen, aber das Wichtige war jetzt, dass die Mannschaft nicht einbricht, total. Ich verliere nicht sehr gerne, aber heute muss ich sagen, auch wenn ich es nicht gern sage, aber bin ich fast zufrieden mit den Jungs. Die Voraussetzungen waren denkbar ungünstig und wir haben alles getan, aber wir waren ohne Chance heute gegen so eine Mannschaft von München und es war gut, dass wir nicht noch mehr Tore gekriegt haben. Ich gratuliere Thomas und Bayern München zum Sieg. Dankeschön. Weiß ich nicht. Ja, klar, für Freiburg knallt das natürlich rein, so, verstehe ich schon irgendwo. Aber die Freiburger spielen jetzt auch nicht dieses erste Jahr Europacup, das ist jetzt auch schon das 3. oder 4. Jahr in Folge, also er kennt die Voraussetzungen. Also die Ausrede lasse ich nicht gelten, sorry Leute. Wenn man 3 Stammspieler verletzt hat und so weiter, ja, das fühle ich, lasse ich gelten. Trotzdem muss man sagen, dass Freiburg heute, es war einfach gar nichts. In der ersten Halbzeit war es ein Schuss aufs Tor und in der zweiten Halbzeit. Ja, I don't know. Was ist das für eine Einstellung? So, reise ich nach München und habe das Spiel schon vorher abgeschenkt. So kommt das gerade rüber. Weiß ich nicht. Ich halte viel von Christian Streich. Die Aussage fühle ich jetzt gerade nicht. Ja, ist natürlich eine Erklärung, ist auch eine Rechtfertigung. Das kann ich schon nachvollziehen. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand es arg wenig von Freiburg. Wirklich arg wenig. Ja. Man hatte ja das Gefühl, so gar keine Gegenwehr. So, wir stehen mit hinten drinne und obwohl sie hinten drin standen, hätten wir ein bisschen mit Zug gespielt. Leute, das wäre richtig böse geworden heute für Freiburg. Ne? Also die können halt wirklich froh sein, dass wir den Rückwärtsgang quasi eingelegt haben nach der 25. Minute. Also weiß ich nicht. Schwierig, aber gut, steckt man nicht drin. Ich stecke auch nicht im Freiburg-Thema drin. Ich nehme seine Aussage mal so hin. Wie gesagt, für mich war das erschreckend schwach, was Freiburg gezeigt hat. Und klar, die Punkte, die er gesagt hat, fühle ich, lasse ich schon gelten, aber nichtsdestotrotz fand ich es dann immer noch zu schwach. Man muss sich mehr wehren, wie ich finde. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich möchte da die Freiburger nicht irgendwie, was weiß ich, groß kritisieren oder was. Ich bin nicht drin im Freiburg-Game. Ich bin im Bayern-Game drin, da kann ich was zu sagen, zum Freiburg-Game nicht so. Aber ich fand schon, ja, habe mich jetzt schon ein bisschen verwundert, wenn ich ehrlich bin. Seine Aussagen verstehe ich, na klar. Aber ich hätte mir noch so ein bisschen so eine kleine Ansage gewünscht, dass man sich schon ein bisschen mehr Einsatz und so erwartet hätte. Aber gut. Vielleicht, er ist Trainer, will seine Mannschaft auch schützen, kann man schon nachvollziehen. Ne? Vielleicht denkt er innerlich ein klein wenig anders. Aber klar, was er sagt, sind natürlich valide Punkte. Vielen Dank. Thomas, bitte. Danke, Christian. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Spiel und vor allem auch mit dem Ergebnis.
Aber wir haben uns das Ergebnis verdient. Wir haben sehr dominant gespielt. Wir haben sehr flüssig kombiniert. Wir haben viele Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte dann auch gehabt. Wir waren sehr wach. Alles, was er sagt, stimme ich ihm zu für 25, 30 Minuten. Und sehr konzentriert durchs ganze Spiel. Keine Leichtsinnsfehler gemacht. Nie die Kontrolle verloren. Lag aber auch daran, dass Freiburg halt einfach gar nichts gemacht hat. Wirklich gar nichts, Leute. Nothing. Ja. Wir haben ja gar nicht versucht, den Ball zu erobern, wenn wir den bei uns in den eigenen Reihen hin und her geschoben haben. Das hat sie einfach nicht interessiert. Die waren halt einfach fein damit, wie es ist und gut. Uns viele Chancen rausgespielt und deshalb sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem Abschluss an diese intensive Periode. Dankeschön. Dann kommen wir zu den Fragen. Hier vorne bitte Hanna Reif beginnt für den Münchner Merkur. Herr Tuchel, Sie hatten am Freitag schon über Kingsley Coman gesprochen. War das heute die Reaktion, die Sie sich erwünscht haben? Ist da ein Knoten geplatzt? Und ja, wie geht es weiter, damit er vielleicht auf die Form von Leroy Sané kommt? Nein, Kingsley ist Kingsley und Leroy ist Leroy. Und Kingsley hat auf der rechten Seite sehr gut gespielt. Ich glaube, dass er auch mal vielleicht genau so ein Tor gebraucht hat. Er war an sehr vielen Tormöglichkeiten zuletzt beteiligt. Er arbeitet sehr fleißig für die Mannschaft. Das ist ein anderer Spielertyp. Und er ist sich dafür nie was zu schade. Und deshalb freut sich auch jeder mit ihm, wenn bei ihm mal so ein bisschen der Knoten platzt. War heute an extrem vielen gefährlichen Situationen beteiligt, hatte zweimal heute ein bisschen Glück. Einmal ist ihm der Ball über den Fuß gerutscht, einmal abgefälscht und dann Tor. Und das ist natürlich super, weil er das auch braucht. Wir haben ja gesagt, er hängt ein bisschen hinterher in Assists und in Toren. Deshalb war es heute eine Top-Leistung. Nebendran mal. Ja, kann ich so zustimmen. Vielleicht nochmal ein kurzes Wort zu King. Er sah mir ein bisschen schmächtig aus heute. Weiß nicht. Hab ihn ein bisschen anders in Erinnerung gehabt, so. Weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen gekränkelt hat oder so. Keine Ahnung, wild. Was mir noch einfällt, was ich in der Spielanalyse vergessen habe, wo ich auch gerade den Christian nochmal gesehen habe, wo er sich so aufgeregt hat mit dem Vorteil in der, was weiß ich, kurz nach dem Tor war es, oder kurz vor dem zweiten Tor. Ich habe den Schiri gar nicht bewertet, ne? Schiri war heute mit einer 4 ist ja gut bedient, ne? Also Schiri war wieder unterste Kanone, um das mal ganz klar zu sagen. Also, was der wieder teilweise für eine Scheiße gepfiffen hat und wo er gelbe Karte gezogen hat, wo er keine gelbe Karte gezogen hat, wo er Foul gegeben hat, wo er kein Foul gegeben hat. Es war auf jeden Fall, sagen wir mal human, es war kein Heimschiedsrichter. Und das Abseits brauche ich gar nicht erst anfangen, oder? Also Leute, absolut lächerlich, diese Fahrrotze da, wenn es um irgendein Abseits geht, wo irgendwie 1 Millimeter eine Fußspitze angeblich im Abseits ist. Wie gesagt, hältst du das Bild 1 Millisekunde später an oder eher an, ist der Spieler nicht mehr im Abseits. Das ist eine absolute Farce, diese Scheiße mit ihren angeblich kalibrierten Liniengedöns. Also, ja, sind wir dran gewohnt. Mal so rum, alles gut. Ich wollte es einfach nur mal sagen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Mario Krischl für einen Kicker, bitte. Herr Tuchel, bei allem Lob für Leroy Sané fand Min-Jae Kim heute auch sehr stark. Wie erleben Sie ihn denn? Na gut, Freiburg war ja auch offensiv nicht vorhanden, ne? Aber habe ich ja auch gesagt, wie gesagt, die Kopfbälle hat er alle hinten rausgehauen, hat gut nach vorne verteidigt, hat keinen Fehlpass gespielt, an den ich mich erinnere. Doch ein, aber das war relativ tief in die gegnerische Hälfte versucht zu spielen, das war völlig okay. Nicht irgendwie auf die Mittellinie hin, war alles gut. So jetzt auch mit ein bisschen... Und was mir aufgefallen ist, bei dem Freistoß dann für Freiburg in der Schlussphase war er dann, der wirklich mal versucht hat, die Reihe zu stellen, ja, dass wir mal auf Abseits spielen. Kimmich hat trotzdem nicht gerafft, hat das Abseits fast aufgehoben beim Freiburg-Tor. Natürlich auch wieder legendär, dass wir da das Tor kriegen, oder? Das war wieder typisch Bayern, Alter. Kimmich hat sich ganz gerafft, so, aber ansonsten hat Min-Jae da die Jungs zusammengepfiffen und das hat ganz gut funktioniert, ne, abgesehen von Kimmich, aber es war ja trotzdem noch Abseits, aber Kimmich war schon einen Schritt drinne, obwohl der Rest rausgegangen ist. Oder so ein erstes Zwischenfazit nach ein paar Wochen, die er jetzt ja hier ist. Und noch eine zweite Frage zu Harry Kane. Hatten wir, glaube ich, in Kopenhagen auch drüber gesprochen, dass er nicht so involviert war. Heute fand ich es schon extrem auffällig, wie tief er sich teilweise hat fallen lassen und sich die Bälle geholt hat. War das so eine Reaktion seinerseits darauf, dass er noch mal ein bisschen mehr machen wollte? Oder?
Nee, das wollten wir heute so haben. Wir haben die beiden Zehner hoch im Feld gehabt und Harry tiefer gespielt. Da war an sehr vielen Aktionen, um das Spiel zu beschleunigen, beteiligt. Und guck mal, das ist doch endlich mal eine gute Frage, weißt du? Dann weiß er jetzt auch mal, ja, das war so gewollt. War natürlich auch klar. Ich glaube nicht, dass Harry Kane sich die ganze Zeit so fallen lässt. Ab und wann mal, na klar. Aber ja, jetzt nochmal die Frage dann bitte, warum spielen wir so wenig Flanken? Da würde ich auch nochmal gerne die Aussage hören. Ja, wir wollen das so, wir wollten gerne nicht flanken, weil wir dann in seinem Rücken gute Laufwege hatten und das wollten wir so, das hat er gut gemacht. Und Harry Kane hat es auch super gemacht, ja. Also wie gesagt, den kannst du auch als Spielmacher aufstellen. Das ist wild, ey. Das ist wirklich wild. Das ist auch was er mag, dann ist er mehr im Spiel, dann ist er häufiger beteiligt. Er hatte heute nicht das Glück, in Kopenhagen auch schon nicht, dass die Bälle auch mal für ihn hinfallen. Da waren wir nicht ganz so sauber lange Zeit, dass wir ihm noch mal 1, 2 vielleicht besser durchstecken. Aber die 2 Torabschlüsse, die er hatte, waren sehr gefährlich. Und deshalb mache ich mir da keine Gedanken. Aber nochmal, ne? Der ist ein paar Wochen da. Warte mal ab zur Rückrunde so. Dann können wir uns echt eine Meinung erlauben, ne? Das war heute so gewollt. Und Minje ist sehr gut gewesen. Auch gemeinsam mit Upa. Es war die ganze Mannschaft heute sehr konzentriert. Wir hatten einfach keine kleinen Aussetzer, wir hatten keine kleinen Fehler. Bedingt aber auch dadurch, dass Freiburg wirklich nichts getan hat. Wirklich nichts. Wir haben die letzten Minuten dann gesehen. Klar, dann waren ein paar Auswechslungen da. Upa war nicht mehr auf dem Platz. Dann war Nuss in der Innenverteidigung und Leimer rechter Verteidiger, was wieder grottenschlecht war von Leimer. Ja. Aber trotzdem, da hat Freiburg ja nochmal was versucht, wo das 13-0 gefallen ist. Ja. Da wollten sie noch einen Ehrentreffer haben. Vorher hat Freiburg ja nie was versucht. Ja, also ist es wirklich schwer, dann auch die Mannschaft da irgendwie zu bewerten. Keine Fehler im Aufbauspiel, in dem Zweikampfverhalten waren wir konsequenter und dominanter als noch zuletzt. Und das hat uns viel Sicherheit gegeben. Dadurch haben wir viel Ballbesitz gekriegt. Und die beiden Innenverteidiger haben es zusammen sehr gut gemacht. Aber ja, ich denke, was wir heute gesehen haben, ist schon so Tuchel-Fußball. Ne? Da können wir uns wahrscheinlich in Zukunft noch ein bisschen mehr drauf einstellen. Dass wir halt einfach mal so 30 Minuten haben, wo wir den Ball halt einfach irgendwie in den eigenen Reihen halten und wenn der Gegner nicht will, dann will er nicht. Ne? Was auch dann völlig legitim ist. Ne? Bei den ganzen Spielen, die wir haben. Wir sind sehr zufrieden. Dann hier auf der rechten Seite bitte. Ja, Herr Tuchel, vor ziemlich genau einem halben Jahr war der SC Freiburg ja auch zu Gast, fast auf den Tag genau, damals 1:2 aus Ihrer Sicht. Seitdem hat die Mannschaft ja eine Entwicklung durchgenommen. Wie würden Sie diese Entwicklung in diesem halben Jahr beschreiben und sehen? Ja, wir sind noch nicht am Ende. Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht und ein sehr verdientes Sieg und eines unserer besten Spiele gemacht, von der ersten bis zur letzten Minute, sehr dominant und haben in den anderen Spielen in dieser Saison, wenn wir auch mal Phasen hatten oder wenn wir an Schwierigkeiten gestoßen sind, haben wir schon auch einen Weg gefunden, trotzdem zu gewinnen. Wir haben einen Weg gefunden, uns aufzulehnen. Wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Wir haben einen Weg gefunden, nicht zu verlieren nach dem 0:2 in Leipzig. Das sind auf jeden Fall wichtige Schritte, auch in der Entwicklung. Eine Entwicklung und ein Prozess ist nie zu Ende, vor allem nicht im Oktober in der Fußballsaison. Geht immer weiter. Jetzt ist ein kleiner Break, aber insgesamt waren das jetzt sehr gute Ergebnisse, immer wieder gute Phasen in unserem Spiel und heute ein sehr runder Vortrag. Müssen wir in 2 Wochen wieder anknüpfen. Machen wir noch 2, 3 Fragen bitte. Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, es ist ja auffällig, dass Leroy Sané jetzt so... Ich finde das immer so lächerlich, ne? Also dann finde ich das besser, so wie wir das machen, auswärts, dass wir sagen, jo, wir machen kurz unser Statement und dann sind wir weg. Jetzt sitzt da ein Christian Streich, Alter, 10 Minuten lang und muss sich irgendwelche Fragen anhören, die nur an Herrn Tuchel gehen. Also, das weiß ich nicht, das fühle ich nicht. Er hat mit Sicherheit auch keinen Bock, da nach einer 0:3 Niederlage da zu hocken und sich das jetzt anzuhören. Konstant spielt. Was noch auffälliger ist, glaube ich, zur vergangenen Saison, dass er im Abschluss viel abgebrühter ist. Also er hatte auch letzte Saison oft gute Chancen frei vom Tor. Jetzt hat man das Gefühl, er macht die einfach rein. Was ist denn da passiert? Ich glaube, dass mit ganz viel mit dem Wohlbefinden zusammenhängt. Und wenn er ruhig ist und wenn er klar ist im Kopf, wenn er Freude hat, wenn er nicht abgelenkt ist und sich auch nicht ablenken lässt, dann sehen Sie ihm das an. Sie sehen es im Gesicht, sieht man es ihm an, man sieht es ihm an der Körpersprache an. Dann
dann ist es auch offensichtlich, ich habe das am Anfang der Saison gesagt, er kann Gegner dominieren, er kann einen Unterschied ausmachen für uns, er kann das in jedem Spiel. Er ist herausragend talentiert, ist ja klar, aber er hat auch die physischen Voraussetzungen dafür. Er ist einfach eine Maschine. Und in der da ist er wieder. Der Divo ist einfach eine Maschine körperlich. In der Widerstandsfähigkeit, in der Häufigkeit von Sprints und intensiven Läufen. Und das war heute ein sehr aggressives Spiel von ihm. In den Dribblings, in den Laufwegen, die waren alle nach vorne gerichtet. Und die Ballverluste waren auf ein Minimum reduziert. Das war ein sehr, sehr gutes Match von ihm. Rechts oben bitte, ja. Frage an Herrn Streich. Herr Streich, Sie haben eben die ganzen verletzten und endlich mal angeschlagenen Spieler angesprochen. Jetzt ist es ja erst der 7. Spieltag. Mit wie viel Sorge blicken Sie dann dem restlichen Saisonverlauf voraus? Und wie groß ist die Hoffnung, dass von den angeschlagenen und verletzten Spielern über die Länderspielpause welche zurückkommen? Nee, die Hoffnung ist, Alter, was ist das für eine Frage? Na klar, der will Hoffnung haben, dass die zurückkommen, oder? Ja, jetzt müssen wir erst mal abwarten. Wir haben natürlich jetzt auch der eine oder andere geht es noch zu Länderspiele, der jetzt sehr viel gespielt hat. Tja, weißt du mal, wie es den FC Bayern jedes Jahr geht, Alter? Wir müssen schauen jetzt, dass wir einfach die Kräfte bündelt. Wir haben gewusst, wir hatten jetzt 3 Ausnahmejahre, wo es uns auch reinlief, wo wir ganz viele enge Spiele auch gewonnen haben, wo du nicht gewinnen musst, wo wir sehr, sehr wenig Verletzte hatte. Und einfach auch Spieler, die extrem wichtig sind in der Kabine. Und so wie Christian Günther zum Beispiel, Chico Höfler, Matthias Ginter. Das ist dann natürlich nicht zu kompensieren für uns, das ist klar. Ja, ist auch klar. Von dem her hoffe ich, dass der ein oder andere zurückkommt. Christian wird länger nicht zurückkommen. Das tut uns sehr weh. Ja, halte ich auch viel von Günther. Maschine, Alter. Laufwunder, kämpferisch, Flanken. Ja. Echt ein guter Typ, ey. Dann gehen wir ins nächste Spiel gegen Bochum. Damit müssen wir umgehen. Ich habe gewusst, dass es nicht so weiterlaufen kann. Das war ja 3 Jahre für uns jetzt. Die waren ja außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Und jetzt kommen wir in der Realität an. Und mit der Realität gehen wir um und dann kämpfen wir zusammen und arbeiten zusammen. Und wir spielen ja Europapokal, wir spielen Bundesliga. Man sollte einfach auch ein bisschen Freude dran haben, dass wir so oft spielen können. Und wenn wir dann einmal eine verpasst kriegen, jetzt wieder wie heute oder knapp verlieren gegen West Ham, dann ist das Normalität. Und schon, besonders dann, wenn du so schlechte Voraussetzungen hast, wie wir sie jetzt hatten. Die letzte Frage bitte kommt von Nikolaus Linne für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel, während des Spiels wurde in der Südkurve ein Plakat aufgerollt. Was soll der Tuchel jetzt dazu sagen, Alter? Erstmal Chapeau, ne, an die Südkurve hier. Grüße gehen raus. Sehr stabile Meinung. Ja, spiegelt mein Meinungsbild komplett wider. Wer hätte das nur gedacht? Ja, gut, hören wir mal. Mit der Aufschrift "Kein Platz für Charakterschweine im Verein", weder auf dem Platz noch im Vorstand. Nach den Ereignissen der letzten Tage ist davon auszugehen, dass sich das bezog auf Jerome Boateng und Person Max Eber. Ich wollte fragen, ob Sie den Unmut, den die Fans da äußern, verstehen können. Also wenn er schlau ist, sagt er jetzt, ja, er versteht's und möchte sonst nichts dazu sagen. Und inwieweit sowas bei Ihnen auch ankommt? Höre ich jetzt zum ersten Mal und ich wenig Verständnis für sehr haarscharf an der Beleidigung und es ist ein bisschen zu anonym und zu plakativ. Gut, dann haben wir keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank, einen schönen Sonntagabend noch, gute Heimreise. Okay, seine Meinung. Danke. Seine Meinung. Aber gut, als wenn vielleicht fühlt er sich auch angesprochen. Ich weiß es nicht. Ja, Leute, selbst schuld, wer sich so eine Personalie da ans Bein bindet und erzählt, jo, wir wollen den gerne verpflichten, bla, Sülz. Und wenn der Trainer sich in den Pressekonferenzen dahinstellt und das irgendwie abtut, als wäre das nichts und der Sportdirektor dasselbe tut. Ganz ehrlich, Leute, da müsst ihr euch nicht wundern und da müsst ihr einfach auch mal mit der Kritik leben und umgehen können. Ne? Und ich denke, man hat gesehen, dass das was gebracht hat, dass die Fans da öffentlich auch ihre Meinung gesagt haben. Wäre das nicht passiert, hätte man Jerome Boateng ohne Wimpernzucken verpflichtet. 100 Pro. Ja. Aber gut, ist ja zum Glück nicht passiert. Wie gesagt, ich stehe voll hinter den Bannern in der Südkurve. Da gab es noch 2 andere Banner.
Könnt ihr gerne mal auf Sport 1 nachlesen. Ich habe es jetzt gerade nicht parat, sonst hätte ich es euch nochmal kurz gesagt. Ja, ich weiß, dass das viele andere nicht so sehen, aber das sind auch die Leute, die in der Südkurve rechts oder links stehen und 90 Minuten lang die Fresse halten und keine Stimmung machen. Auch da gehen Grüße raus. Tschüssi.